Wenn wir an unsere Radung denken, dann, ich glaube, eine Frau, was wir als Männer nicht in Ferken haben, ist, kann wir dort weiten, dort wir Rat sind. Und wir sind in das letzte paar Werke, und wir sind in einer Serie, wo wir leiden dann, nur die Zeit, wo wir in Außentit sind. Wir haben das genannt, Jesus ans Heiland. Und das ist eine Frau, wo ich glaube, viele von uns mit kämpfen dann. Wir wollen von dir sein, was sagt Gott sein Wort von dieser Frau? Wir wollen von zwei Parten ein klein bisschen reden. Was sagt Gott, kann wir dort sicher sein, dass unsere Radung fast ist im Himmel? Und das Zweite ist, kann wir dort weiten, dort wie die Radung kann. Und so, wir wollen ein klein bisschen Zeit nehmen für dort von dir. Vor Jahr trägt dann traf ich in einem Missionarenlied, und sie schaffen in ein Land, wo dort sei arm wir. Und sie schaffen in einem Orphanage, und wir sind heim, und dort werden voll Kinder, was von der Gas in der Stadt kam, und sie kamen das in Heim nähern, und viele von denen hatten sehr wenig, die kamen da, sie werden meist verhungert. Wir meist dort sie wach werden, und kamen das in Heim nähern, und sie reden von dieser besonders ein Jung, was nähern kamen, kam nach die ersten Mahlzeiten, wo sie alle taub eten. Die anderen Kinder, die hatten sich ein bisschen gelehrt, was zum Eten. Und das ist ein kleiner Junge, der sagt das Eten. Und der eit, und der eit, und der eit. Und er hat kein Eng. Und mit dort ging er rüt, und kijkt das Eten alle rüt, kam bei der Nähen, fangen an zu eten. Und dann sagte einer da, wo in einem Heim schaffen, der Junge, der hat Futter in seine Bächsen, stoppte eten an, so viel sie kann. Und mit dort, dann schaffen sie mit diesen Jungen und sagen, du wirst morgen eten sein. Du wirst morgen eten sein. Und man hat die Zeit, der Junge war dann in der Dash, sitzt das Eten, und er hat so viel sie kann, mit rübergehen, und kauft das alle aus. Mit der Zeit können sie den Jungen lernen, dort nächsten Tag, er kann vertrauen, nächsten Tag wird er eten sein. Weil ihr den Jungen können dort niemals Schein schmecken. Dort eten, was du wir verarmen. Er muss lernen, dass er kann sich vertrauen, dass er wird eten sein, und wenn er dort vertrauen kann, dann kann er dort Schein schmecken. Weil viele von uns als Christen, wir haben das so, meist so zu haben auch. Ohne dass wir sicher sein, dass das unsere Radung ist, dass wir uns an der Radung kann verloren, wir wollen das niemals kann enjoyen, das Gott uns gegeben hat. Und so das ist wichtig, dass wir uns sicher sind, dass wir dort weiten können, dass wir die Radung haben. So wir haben von der in 1. Petrus Kapitel 1, wir wollen 3 Button lesen, das sind die Versen, wo wir ihn sehen. Und es ist so sein, dass wir wollen das in 2 Parten sein. Üblich werden wir sein, dass die Bibel uns lernt, dass unsere Radung ist sicher. Und was zum sein, ist, wir können unsere Radung nicht verlieren. Und ein besserer Weg zu sein, als Gott wird unsere Radung nicht verlieren. So werden wir in 1. Petrus Kapitel 1, 3 bis 9, das sind die Verse, die wir lesen werden. Wieder gehen, werden wir anfangen mit dem Gebet. Jesus Christus, wir sind so froh, dass du unsere Radung bist. Aber wenn wir würden da stehen, da sind Tiden, wo wir in Zweifel sind, wegen Savi gerat, hast du uns gerat? Und wir sind in Zweifel. Und Gott, wenn du von dir so eine Erst, was das Horchen dat, und das Zweifel hast, ich bete, dass du aus dein Wort brocken, zum Entpreisten. Dass sie die Sicherheit haben, dass du entrader bist und dass sie können sich ganz an die verloren. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. So, wir sind in 1. Petrus Kapitel 1. Wir wollen mal in 3 anfangen. Erst sagt Petrus, dort ihre Radung, der wird nicht verkommen. In der 3. Vers sagt es das. Lob Gott an den Herrn Jesus Christus, sein Vater. Wilt sein Mitleiden wie so groß, dass er uns nie geboren hat, eine lebende Hoffnung, durch der, dass er Jesus Christus von dort abwirkt. So, zu was sind wir gerat? Wir sind zu einer nie geboren gerat. Wir sind nur eine lebende Hoffnung gerat. So, wenn wir an unsere Radung denken, dann, das soll uns eine lebende Hoffnung geben.
So wat is onze Radung? Onze Radung is een niet leven. Ik geloof, dit is een ding wat we moeten verstaan, wanneer we willen unser eigen leven recht verstaan. En besonders, wanneer we denken aan, hoe kunnen we dat weten, dat we die Radung haben. Eerste ding wat we moeten weten is, onze Radung is een nieuwe geboorte. Dat is een nieuw leven. Ohne dat we dit verstaan dan worden we dat niet kan voten, dat we dat kan weten. Wilt zo dat God wat ons een nieuw leven geven heeft. Dat is niet een ding, waar we een dag opwaken, dan weet je wat, nu wil ik een nieuw leven ontvangen, ik ben nu een nieuw mens, en nu zijn ik nieuw geboren. Dat is niet een ding wat we kan zelfs doen, dat is een ding wat God deed in ons. En wilt God de janje is wat dat deed, dan moeten we aanvragen wat hij met dat leven deed. En waar hij ons dat geven deed. So, wanneer we van de Evangelium reden dan moeten we dat verstaan, dat ohne dat we de ware geboorte predigen doen, is de Evangelium ladig. Dat is niet bloos dat God onze zinnen vergeven deed. Dat is niet bloos dat God onze zin wegnemen deed. Hij heeft ons nu een nieuw leven, waarin we wandelen doen en Jezus Christus nog volgen. Ohne dat we de ware geboorte uittrekken dan zo te zijn, dat de Evangelium, wat Jezus voor ons deed, heeft geen kracht. Johannes Kapitel 3 leert ons klar, ohne dat we ware geboren zijn, wo wir Gottes Rechten nicht sein. So Petrus sagt hier, dat we zijn toen een nieuw geboren geraakt. En wanneer we denken aan de ware geboorte, van de Bijbel ervan reden dat redt van de tijd wat bus eenmaal passieren dat. So wanneer God ons niet merken dat, wanneer we ware geboren worden, dat is eenmaal, dat passiert eenmaal. En God is die wat dat deed in ons. Hij is die wat ons dat niet geboorte geven deed. Dan zegt het weer in de vierde vers dat het een afgoud is. Dat zegt in een afgoud dat niet verkomen, vergonnen oder verwijken kan. Dat voor ons in hemel bewaard wordt. So, wat is onze afgoud? Wat is onze afgoud? Onze afgoud is dat eeuwig leven in hemel met God zelfs. De Bijbel leert ons dat we een afgoud krijgen met Jezus doop. En de afgoud is God zelfs. Wat is het dat Jezus heeft en wat Jezus had? Een gemeenschap wat eeuwig weer met God. En wanneer we reden van eeuwig leven van ons afgoud, dat is wat we van reden. Dat is wat de Bijbel van leren, wat ons leren, wat de afgoud is. So onze afgoud, dat wat we verder weg niet checken doen, is eeuwig gemeenschap met God. We würden gerne sein, ons afgoud is God. Nicht, dat we God worden, aber we wollen ons sicher sein, dat we wollen für alle Ewigkeit in Gemeinschaft haben mit Gott. Wenn wir von Aufgabe reden, dann, wer kriegt die Aufgabe? Das sind Kinder. Wer wir sagen, zum Beispiel, die Älteren, die waren alle und sie sterben weg. Wer ist das, was die Aufgabe kriegen wird? Das sind gewöhnlich Büter, das wird anders angestellt, das sind arme Kinder, die das kriegen tun. Und das, woran die Bibel so viel reden wird von Kinder Gottes. Wer Gott seine Kinder sind, die kriegen dort Aufgabe. Und so wie kann sein, wo wir dort nicht taubingen können, wir kriegen eine wahre Geburt. Und ein Wort von der Familie ist wie Nangeboren, und Gott seine Familie. Und willst wir in Gott seine Familie sind, Nangeboren, wir kriegen die Aufgabe, was nur Gott seine Kinder geben wird. Und das ist das ewige Leben. Galater Kapitel 4, der 6. und 7. Vers sagt, und willst je nu Gott seine Sehn sind, haf hij ons zijn Sehn, zijn Geest en dort hart gegeven. Die am onraubt als Futter, Leiber Futter. Du wegen sind wir nu nicht mehr Sklaven, aber Sehns. Und wann ein Sehn, dann auch ein Ohr. Willst Gott
ihn durchtau gemerkt hat. Wils Gott ihn durchtau gemerkt hat. Das war die Geburt, was Gott uns gegeben hat. Dat als zo dort wie dort oven kan, wat Gott uns geben det. Und ich würde auch sagen, dass das nicht, was wir können tun. Wir können das nicht genug verschaffen. Wenn wir sagen, zum Beispiel, eine Familie eet eine große Geschäft. Das ist ein großes Business, das viel wird. Und wenn sie einen Arbeiter haben, du hast nicht, was der Arbeiter kann tun, dort er dort nie verdient hat, dort er dort oven wird. Das sind bloß die Kinder, die, wer Gott, oder die, was der Boss sagt, dort oven wird, was er wollen kriegen. Das hat nichts zu tun mit der Verdienen. Und so ist es auch mit unserer Radung. Wir können das nicht verdienen. Wir können nicht schwer schaffen, dass das uns ist. Bloß so eine Wort in dieser Familie, die geboren sind, wollen das kriegen. Das ist, was Gott verlangen wird. 2. Korinther, Kapitel 6, der 18. Vers sagt, ich will ihn Vater sein. Das ist, was Gott sagt. Und ihr sollt meine Sehns und Tochter sein, sagt der allmächtige Gott. Und eine interessante Ding ist, je weinig kriegen die Kinder dort aufgehouden, bloß wenn die Eltern sterben dann. Und 2000 Jahre zurück, dann starb Jesus auf dem Kreuz. So dort aufgehouden können gejäft werden, nur Gott seine Kinder. Das ist sehr interessant. So, was ist das aufgehouden? Wo können wir uns dann um diese aufgehouden verloren? Petrus redet von 3 Dingen. Und er sagt, dass erstlich unsere Aufgabe, unsere Radung, die wird nicht verkommen. Und wenn wir das Wort studieren dann in der griechischen Sprache, dann meint diese Aufgabe, die wird nicht sterben. Die wird nicht verkommen. Das ist ein ewiges Leben. Das ewige Leben wird nicht sterben. Gott hat uns eine wahre Geburt gegeben und das kam durch Gott seine Kraft. Wir haben unsere Radung nicht verdient und wir können auch nicht so leben, dass wir die, ohne dass wir nicht verschaffen und die verlieren. So sagt unsere Radung wird nicht verkommen. Dann sagt es wieder, dass unsere Radung wird nicht vergonnen. Und das Wort meint, dass er wird so anschwingen, dass nicht mehr zu brücken ist. Die haben vielleicht mal Büten geschafft und die haben ihn vielleicht nicht angetragen, das Gesund. Und haben mal Büten geschafft, mit einem Wittet haben, ohne dass die dafür geplant haben. Und das Wittet haben so angeschwingt, so angegrenzt, dass es nicht mehr rein genug ist, haben und sind gesprochen. Das ist ein Bild, wo das Wort wird gebraucht. Unsere Radung wird niemand zu sehr angeschwingt zu sein, dass es nicht mehr gut ist. Unsere Radung ist einmal rein. Unsere Radung ist einmal gut genug. So, da ist nichts, was Rama uns kann angehen. Da ist nichts, was ordentlich zu uns daunen kann, dass unsere Radung so schwindig ist, dass die angeschwingt wird, dass wir nicht geraten sind. Und viele von uns, wir denken dann zu uns selbst, ich weiß nicht, was ich alle durchgegangen bin. Ich weiß nicht, was Menschen mir getan haben. Ich weiß nicht, wo Menschen mich vernichtet haben. Aber weißt du, deine Radung ist Secha. Du hast nichts, was andere kann tun, nur die, dass deine Radung nicht mehr rein genug ist. Dann wieder sage ich, unsere Radung wird nicht verweichen. Meine Freunde arbeiten in Reinhus und sie bringen Gurken, Cucumbers, sie merken die Kraut. Und die Cucumber, wo die bis bieten setzen, oder auf dem Shop setzen, ohne dass er in der Fridge ist, der bosig dort der Weg wird und verweichen det. Sagt hier auch, dass unsere Radung ist nicht so. Unsere Radung bleibt immer frisch. Unsere Radung ist immer vor dich. Ich denke, was wir vielleicht nicht sagen, gleich tun, wenn wir eine Driver's License haben und wenn wir fahren tun, jedes Jahr müssen wir unsere Driver's License oder das Sticker an uns vor dich, die Driver's Plate,
Mat wieder einen frischen Sticker haben. Wir müssen das jedes Jahr abfraschen, dort wie wir da vorne kann. Und ich glaube, viele von uns als Christen, wir denken, so, unsere Radung ist ein License Plate Sticker. Wir müssen das einmal frisch abfraschen, dort das Geld bleiben wird. Aber Gott seine Radung ist nicht so. Unsere Radung, die wird nicht abgefrascht. Und das wir wollen sein in Stelle Freitag. Jesus Christus ist einmal im Krieg gestorben und die Radung ist vollbracht. Der ist vor dich. Der wird nicht abgefrascht. Dann wieder unsere Radung kann uns nicht wachgestohlen. In Johannes Kapitel 10, 27 bis 29 sagt, meine Schub hier und meine Stämme, und ich kann die, und die kommen mir heran. Und ich gebe und ich wird leben, und sie wollen niemals umkommen, und keiner kann die aus meine Hänge retten. Mein Vater, der mir gegeben hat, als Grater, ist alles. Und keiner kann meinen Vater, der aus der Hänge retten. Du hast keiner auf der Welt, was kann deine Radung die wegnehmen. Sod und Salz kann deine Radung nicht von Gott seine Hänge retten. Deine Radung ist sicher. Warum ist die sicher? Wegen wem seine Hand deine Radung ist. Gott seine Hand, die, wer die ganze Welt gemerkt hat, hält deine Radung. Und du hast keiner, bitte, was sie von Design tun. Dass sie wollen können nur Gott sein, ich will Quentin seine Radung zu retten. Gib her. Gott hält unsere Radung in seiner Hand. Und du hast die ganz sicher. Keiner wird die wegstellen. Keiner kann die wegstellen. Und warum kann keiner die wegstellen? Das sagt, dass in Gott seine Hand und dann das letzte Wort von der 4. Vers in 1. Petrus sagt, dort für uns im Himmel bewahrt wird. Wir bringen uns Geld und wenn wir was haben, was viel wird erst, dass wir einmal sagen müssen, ein Safety Deposit Box bei einer Bank haben. Das ist eine steht in der Bank, wo das wörtlich sehr dick bewahrt wird in der Safe. Und dort ist es sehr sicher, keiner kann den Namen brechen, wegen der Wände, die sind dick mit Eisen und Zement bebüht. Unsere Radung ist in einer Safety Deposit Box im Himmel. Du kann keiner bei. Du kann keiner durchgehen und sagen, nur wo ich in den Himmel brechen, ich will seine oder Erde Radung wegstellen. Der ist sicher. Wieder sagt die Bibel lehrt uns, dass unsere Radung ist garantiert. Der Port von 2. Korinther Kapitel 1, 22 Vers sagt, er hat uns sein Geist in unseren Hort gegeben als eine Garantie für dort, was noch kommen wird. So Gott hat uns das Versprechen, dass er bewahrt unsere Radung. Und was ist uns aufgeht? Uns aufgeht ist Gemeinschaft mit Gott. Und der Heilige Jesus kommt und er ist uns Garantie, er hat uns wiesen, was noch kommen wird, und sozusagen, was nu all ist. Wir haben das ewige Leben, wir haben das ewige Gemeinschaft mit Gott. Warum fehlt uns eine Garantie? Wir sind gewarnt, dass Menschen brauchen uns unterschmieren. So wir fragen für eine Garantie. Wenn ein Mensch das Versprechen hat, er wird halten, wir fragen für eine Garantie. Dat als een down payment, hij dat een klein beetje tonen, zodat hij bewiesen wordt, hij wordt het eeuwig betonen, later. Gott ist treu, und arm können wir uns ganz verloten, aber Gott will wie schwach sein. Je habt uns den Herrn Jesus bewiesen, dass er dort wird nach geben, dort wird er versprechen hat. Und dort ist das ewig Leben im Himmel mit arm. Und dann wieder, in der 5. Vers sagt es steht, und Gott in seine Allmacht wird du nur sein, dass je durch Sache handkommen wollen. Und dort Heil kriegen, willst je an Jesus glauben. Dat Heil soll in der letzten Teil offenbar werden. Der Gott in Allmacht wird Gott du nur sein, dass wir durch Sache handkommen.
Das ist nicht bloß dort unsere Radung durch den Himmel ist, aber Gott wird du nur sein, dort wie dort Himmel kommen. So, hier ist es wahre Gott, dort wir verstehen, wo unsere Radung schaffen wird. Unsere Radung in der Weg zu sein, hat 3 Porte. Erstlich, wenn wir uns bekehren, wenn wir uns handgeben an Gott, wir wollen wahre geboren. Dort ist die Bekehrung. In Englisch sagen wir, dort ist die Justification. Wir wollen gerat, wir sind gerat. Der zweite Punkt ist, wir wollen jeder Tag gerat. Wir wollen, Gott hält uns in seiner Hand. Und der dritte Punkt ist, wenn unsere Radung wird vollkommen. Dort wird Gott hat getan mit uns jetzt, dort war die Geburt jetzt, dort wird noch uns Körper worden. Aber zwischen unserer wahre Geburt, was wir in Jesus kriegen, und unsere wahre Geburt, was wir wollen kriegen, noch uns Körper, dort zwischen ist eine Radung. Und Gott hält uns in seiner Hand. Gott schafft in uns, dort wir dort weiten können, dort wir hier rat sein. Das meint dann, dass wir nicht sind in so einer Weise, dass wir unsere Radung wollen verlieren. Wir sind gerat, nicht willst wir abhören mit Sünden. Wir sind gerat, wenn Jesus Christus hat unsere Sünden betont. Wir sind durch Gnade gerat. Und wenn wir würden sagen, wir sind nicht gerat, wenn wir ohne Sünden wären, dann muss wir auch sagen, dass wir unsere Radung auch nicht verlieren wegen Sünd. Und wieder, wir haben unsere Radung nicht verdient. Wir haben niemals genug reich getan, dass wir die Radung haben verdient. So, was von uns hat vielleicht eine Zeit durchgegangen, wo das knapp wäre. Wir können vielleicht nicht schaffen. Und wir können nicht verdienen, so dass wir genug haben. In Englisch sagen wir, we went broke. Wir sind ganz broke. Kein Geld. Warum waren wir broke? Wenn wir hier ab mit Geld ankommen. Und wenn wir nicht mal Geld ankommen, dann hat wir gleich mal genug. Ich glaube, wer von uns, das Christen, wir haben unsere Radung ein klein bisschen so verstehen. Wir glauben, solange wir genug nachholen, dann bleibt die Radung durch für uns. Aber weißt ihr, wir haben noch niemals unsere Radung verdienen. Und Gott verlangt doch dann nicht, dass wir die Arme mehr nachholen, so dass er da wird holen. Unsere Radung ist sicher, wenn Gott hat unsere Radung verdient. Durch was Jesus hat Christus hat im Kriegszeit, haben wir unsere Radung. So dann kommt eine Frau dann, kann wir unsere Radung dann verlieren. Ich kann mehrere Botschaften bringen von das. Aber ich glaube, erst das Gott, ich will ein bisschen klein wird sein. Ich glaube, die Bibel lehrt uns, dass wir als Christen kann unsere Radung in der Weich zu sein, geben. Gott wird unsere Radung niemals dort verkommen wird in seine Hänge. Aber die Bibel lehrt in Englisch sei, wie das in der Post steht, sondern wird das aufsehen wird, so ein Mensch wird Entscheidung merken wird, dann dort zurückgeben, dort wird Gott gegeben hat. In der Bibel lehrt uns in Jeremia, in Matthäus, in Hebräer, dass Gott wird so eine Entscheidung, he will honor that. So bitte dort wieder eine klare Entscheidung merken dann. Und das passiert, sei es halben. Wie kann uns sicher sein, dass unsere Radung sicher ist? So nun will ich an der zweiten Part dann reden. Kann wir dort dann weiten, dass wir gerat sind? Sicher. Wie kann dort weiten? Johannes Kapitel 5, der 13. Vers sagt das. Dit schrieb ich jünt, da je an Gott sein Sehen bleiben, dort je weiten, dort je dort ewig Leben haben. So Gott hat uns hier gesagt in sein Wort, dort unsere Radung sicher ist im Himmel. Dort ist nicht sicher, wenn wir dort Gott genug haben gehört und wir dort verdient haben, so dort sicher bleiben wird. Dort ist sicher, wenn Gott dort sicher merken wird. Und nun sagt Johannes hier, dass wir dort weiten können, dort sicher ist.
Und dann kriegst du den Jungen durch in den Wesenheim. Wie kann die dort uns das Schein gehen, dort uns ist? Wir sind nicht froh, wegen was wir haben getan. Wir sind froh, wegen wir sicher sind, und was Jesus hat getan. Wie kann das sicher sein? Wie kann das weiten? Und er sagt hier, dit schrieb ich jünd. Hij je mooi gedacht, wat redt hij door? Wat heeft hij geschreven? Nou, dat ganze Buch van 1. Johannes, aber besonders der Vers, wat krak komen dat. Wir lesen gerade den 13. Vers. Nu werden wir den 12. Vers lesen und sein, was er geschrieben hat. Johannes Kapitel 5, der 12. Vers sagt, wer Gott sein Sehen haft Leben. Und wer sein Sehen nicht haft auch nicht Leben. Sei ja klar. Hast du Gott sein Sehen? Hast du am angenommen Glauben? Dieser Vers sagt dann, sei ja klar, du hast Leben. Der Vers, was Luther kommen sein wird, dann kannst du dort weiten. Du kannst dort weiten, dort du dort ewig Leben hast. So, das ist dann ein Ding, wo wir müssen das dann annehmen. Wir müssen dort vertrauen, was Gott gesagt hat. Gott wird uns nicht verlieren. Gott kann uns nicht verlieren. Und wenn wir auf dem Zweifel sind an dessen Thema, dann müssen wir entscheiden, vertrauen, was Gott sagt, nicht was wir uns feiern tun. So, was sind dann ein paar Ursachen, woran wir dann vielleicht klein wird kämpfen tun, woran wir dann in Zweifel sind? Ich glaube, es muss sein, dass viele von uns sind vielleicht in Zweifel, weil wir nicht die Rettung haben. Ich habe mit vielen Personen geredet, die sind Jahre in der Kirche gewesen. Die sind alle 50, 60 Jahre alt und haben niemals eine persönliche Entscheidung gemerkt, haben sie kann geben durch Jesus Christus. Und ohne dort wir dort tun, kann wir dort nicht weiten, wenn du erst nicht tam weiten. Und so, wenn du von dir das hier und das und nicht Jesus Christus angenommen hast, der Glauben, dann kannst du dort nicht weiten. Leider es bis länger leben, ohne dort weiten. Ich würde sagen, die kannst dort weiten, wenn du die hangeben das nur Jesus Christus. Die zweite Ursache ist, ich glaube, viele von uns verstehen nicht, was Gnade ist. Wir sind durch Gnade gerettet. Willst du glauben? Durch Gnade. Da meint dann, das ist ein Geschenk. Wir können das nicht verdienen. Und wir müssen dann das Geschenk annehmen. Wenn wir das Geschenk nicht annehmen, das ist nicht Gott seine Schuld, das ist unsere Schuld. Und wo nehmen wir diesen Glauben an? Wo do wir diesen Glauben vertrauen? Wir nehmen in Vertrauen und Glauben dort, was Gott sagt, leider ist, wo wir uns feiern tun. Ich glaube, in ein Ding ist, viele von uns sind vielleicht abgebracht, haben die Bibel nicht recht verstanden. Und mit dem da eine kleine Kirche daran, aber ich glaube, viele von uns, Mennoniten, wir sind vielleicht abgebrochen, sind weg, wo wir die Bibel nicht kennen. Uns wird gesagt, das kann ich nicht weiten. Weet je, ich will, das sei ja drie sein. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, wir können das weiten. Und so wir müssen leider Gott bleiben, ist, was uns gelehrt wird. Und dann, was von uns dann vielleicht an Zweifel, wenn wir verstehen nicht kriegt, was Glauben ist. Wir glauben, dass wenn wir genug Glauben wollen haben, dann wird Gott uns das geben. Aber weißt ihr, die Bibel lehrt uns niemals, wie viel Glauben wir sollen haben, dass wir die Rettung kriegen. Das sagt bloß, dass wir Glauben sollen haben. Das redet keinmal von wie viel. So, wenn wir Glauben haben, wenn wir Jesus Christus annehmen, dann durch Glauben, dann haben wir Glauben gehabt. Und das ist genug Glauben. Und kriegst du eine Wahrheit, wir brauchen nicht ein Vers, viel Glauben haben, um Jesus Christus annehmen. Bis dort wir Glauben haben. Wir wollen unsere Rettung Gott nicht verlieren, wenn wir weniger Glauben haben. Das hält sich nicht an uns Glauben, das hält sich an
Gott seine Genade. Und jo, wie kann das weiten? So von je von der hier sind, nie und Zwiebel sind. Dass je dort nicht weiten kann. Vielleicht sagen die so ein Wort, nicht Jesus angenommen haben. Je kann es nicht weiten, wenn du erst nichts haben weiten. Ich will ihn von der kriegen und Jesus Christus für die erste Mal annehmen. Und die Bibel lehrt uns sehr klar, wer Jesus hat, er wird leben. Wer Jesus Christus nicht hat, der hat nicht leben. So ich will die anladen, da Jesus annehmen, durch Glauben. Und wenn je Christen sind, wenn je Jesus Christus nur vor ihr sind, und je noch mit dit kämpfen dann, und wenn je noch in Zwiebel sind, ich will je nicht schämen dafür. Ich weiß, das erst ein großes Ding, wo wir kämpfen dann. Ich will uns von dem Mut merken. Wer wird das übergeben nach Jesus? Und wer wird anvertrauen? Wer wird nicht in Zwiebel sein? Die Bibel sagt, wir dürfen nicht in Zwiebel sein. Wir können dort weiten. Und was kommt dann von dort weiten, dort wie die Radung kann? Letzte Version in der Stadt steht, wo wir von der durchgehen. In 1. Petrus, Kapitel 1, 6 bis 9 sagt das. Du wegen sein wie Frau. Wann wir hier auch nachfinden, stellt ihr durch Lieden matten gehen. Diese Proben kommen jünd zu seinen, wo echt und stark in Glauben ist. So als Gold, durch den vier geschickt wird, dort terrenen, und zu seinen, wo echt dort ist. In Glauben ist bei Gott viel mehr wert als Gold. So wird in Glauben, wenn die Probe besteht, jünd viel Herrlichkeit geben und je warnen, je ehrt und gelobt worden, wenn Jesus Christus kommen wird. Und wenn je Jesus auch nicht gekannt haben, je sind mit ihm doch Gott. Und wenn je ihm nu auch nicht seinen, du wegen glaub je doch an ihm. Und je sind nu auch glücklich in seine große Freund, in der große Fried, der direkt von Himmel kommt. Und alle grootste Lohn für ihn Glauben ist, dort jene Säulen gerat worden. Wann wir auch in das, der Tag, was nach Petrus noch schreiben, eine schwere Zeit durchgehen. Wenn alles von uns, was uns ist, ohne Sicherheit ist, ein Ding ist sicher. Dort ist unsere Rettung. Die, was Jesus Christus uns gegeben hat. Und dort ist ein Ding, was wir uns ganz unkennen verloren. Aber schließen mit einem Gebet. Jesus, wir haben von dir gesehen, was du gesagt hast. Von unserer Rettung. Und wenn wir so sind von dir, was sich nicht ganz deutlich sagen, wo sie stehen mit dir, Gott. Ich bete, dass du wirst mit dein Wort und dort Klarheit geben, was entfernt wird. Und Jesus Christus, wenn wir diese Versen lesen, dann wir müssen bloß andenken, wo du allmächtig bist und wo dankbar wir sind, dass wir brauchen uns nicht bedauern, dass irgendwas, was du getan hast, irgendwas, was du in deine Hände hast, wird uns weggestohlen worden. Wir sind dankbar für alles, was du das für uns. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.